Wir haben Post bekommen und damit ein herzliches Willkommen zur Demo von Pokémon Sonne und Mond. Lieber Sun, wieso eigentlich Sun? Ich sage jetzt hier echt Sonne, ist eigentlich Sonne-Mond-Demo. Egal. Ich glaube, lieber Moon wird irgendwie doof klingen. Wenn diesen Brief liest, soll es bereits in der Alola-Region angekommen sein. Ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen. Was weiß ich, aber gerade das Spiel erst gerade gestartet. Wie geht es dem Quatschutzu, das ich dir geschenkt habe? Oh, ein Quatschutzu. Es liebt heißes Wetter. In Alola geht es heiß her. Da schon nach heißen Kämpfen. Okay, 3-mal heiß in 3 Sätzen. Geil. Wieso liebt den Quatschutzu ein Wasser-Pokémon heißes Wetter? Das ist fast schon... Naja, das müsste austrocknen. Der Brief wurde nicht unterschrieben. Auch auf dem Umschlag ist kein Name zu finden. Und trotzdem lese ich den Brief, okay. Sun, es wird Zeit zum Rathaus zu gehen. Wir müssen uns dort anmelden. Okay, Mann. Wohl eher Mama war. Hauholi City, Einkaufsviertel. Hauholi City, okay. Oh, guck mal. Pokémon der ersten, zweiten und theoretisch noch der ersten Generation gerade auf dem Plakat gesehen. Im Rathaus sich anmelden gehen. Naja. Wer es möchte, war. San, wusstest du, dass Alola nicht nur der Name dieser Region ist, sondern auch ein Gruß? Ja. Vermutlich deswegen ja auch eben der Name dieser Region. Hey, der Region der Sitten Generation. Ja, natürlich angelegt an Hawaii. Wie man es unschwer erkennen kann, auch an der Mucke. Wobei, ich muss sagen, die Mucke erinnert mich nicht nur so ein bisschen Hallo, Alola, la 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 la, sondern auch ein bisschen an Pokémon, sage ich schon, Super Mario Sunshine. Gut, das war ja dort auch Hawaii-mäßig, wenn man es so sehen möchte. Man merkt, Nintendo hat ein bisschen Flair für Hawaii. Vor allem, mein Demo kommt jetzt ja, Mitte, Ende Oktober raus, am 18. Oktober, offiziell. Und, aber ja, das Endspiel dann, die Vollversion Ende November, das ist ja eigentlich schon Winter, nicht mehr Sommer. Interessant, wa? Alola, wir sind hier, um uns anzumelden. Alola, das müssen unsere Mitbürger aus der Kanto-Region sein. Ja, also irgendwie, ich weiß auch nicht, die Entwickler da generell werden nachher an Kanto gefressen. Sei es wegen Pokémon Go, sei es wegen der 6. Generation. In Kalos immer wieder irgendwie etwas mit Kanto. Natürlich auch mit Pokémon. In diesem Sinne, ja, interessant. Der Papierkram dauert ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben etwas Geduld mitgebracht. Und keine Sorge, das haben wir. Vielen Dank schon mal für Ihre Bemühen. Gut, ich will Weile haben. Jetzt heißt es wohl warten. Ja. Ernsthaft, wir sind von der Kanto-Region nach, also wenn du es willst, sind wir nach Hawaii gezogen. Interesting. So. Man sieht schon, grafikmäßig ist schon ein bisschen wie 6. Generation, wie, oder ja, doch, eigentlich wie in XY und natürlich auch wie in Oras, Omega Rubin Alpha Saphir, aber doch noch ein bisschen weiterentwickelter. Gefällt mir. Sich am Pokémobil-Verkehr zu... Pokémobil? Klingt interessant. Heißt es wohl, war erstmal natürlich mit allen quatschen. Willkommen, ey. Ach ja, die Demo-Version. Endlich ist sie raus und... Hallo, Machomai. Moi, moi. Ja, du mich auch. Ich blick gerade. Für Machomai eigentlich relativ... Nö, von der Größe würde es eigentlich passen, wa? Jo, bin natürlich schon sehr gespannt. 7. Generation mittlerweile. Natürlich erstmal wegen allen neuen Pokémon. Natürlich auch neue Attacken, altes Kampfsystem, alte Pokémon, die Mega-Entwicklungen jetzt mittlerweile. Oh, soll ich gerne noch ein bisschen erzählen wegen Spoilern und so weiter und so fort. Z-Moves soll man sagen, nicht Z-Moves. Hey du, bist du Sun? Okay, wir haben hier noch keine eigene Sprachausgabe. Ja, das soll jetzt die Rivalmucke sein. Okay, so. Dann müssen wir so Karneval. Hey, super, ich bin Tali. Wieso Tali? Was hat das mit Hawaii zu tun? Ich meine, Tali hängt jetzt noch ein B-A-N dran, aber was hat das mit Hawaii zu tun? Zum Glück bin ich dem Rat von meinem Opi gefolgt, im Rathaus beizuschauen. Jo, Mann, perfekte Gelegenheit, um dich kennenzulernen. Wer kennt uns überhaupt?
Wir sind halt OP. Hallo Tali, das ist der Name, oder? Ich hoffe, du und San eine gute Freunde. Da ist immer geil, wenn die Mutter so sagt, oh ja, da ist ein neuer Junge, hoffe, wir werden gute Freunde. Kann mit und auch ein bisschen peinlich werden. Ja, ich bin Tali und du bist sicher Sans Mutter. Nice to meet you. Ebenso Alola. Ah ja, jetzt haben wir ein Alola, nicht nice to meet you. Ich habe eine Idee. Bevor ihr euch hier total langweilt, könnt ihr zusammen die Stadt erkunden. Oh ja, das klingt geil. Komm jetzt an, ich würde gerne ein bisschen rum. Okay, dann ein bisschen was quatschen. Viel Spaß, ihr zwei. Jo. Es ist halt, ja, man sieht es halt schon, was natürlich extrem geil ist. So, einerseits die generelle 3D-Ansicht, aber wir sehen uns einen Charakter vollmäßig in 3D. Interaktion mit anderen Charakteren, natürlich auch mit den Pokémon. Soll noch viel mehr, ja, 3D und halt realistischer werden als jemals zuvor, wenn man es so betrachtet. Vor allem seit Colosseum und seit Pokémon XD vom GameCube ist halt schon, ja, hat sich einiges getan. So, kann man hier was machen? Pokémon Beutel, genau. Ja. Gut, man sieht eh schon, wir haben einen Quatschus Level 36. Warum? Ja, dieses Quatschus ist ein bisschen besonders, denn wir können es nach der Demo auf die fertigen Editionen Sonne und Mond übertragen. Yo, Mann! Quatschutsu. Erstmal ganz kurz angucken, natürlich. Quatschutsu. Auch hier sehen wir die Sprites ähnlich mit der 6. Ich glaube sogar identisch. So, erstmal gucken. Wasserschuriken. Ah, man sieht hier schon, ist nicht mehr physisch in der 6. Generation, sondern bereits speziell. Der Anwender schleudert und Zielwurfsterne aus einem verdickten Sekret entgegen. Die Attacke trifft 5 Mal. Hohe Erschlagquote. Wasserschuriken ist Prioritätsattacke? Entweder ist das auch neu, oder bin ich einfach zu doof und hab's vergessen. Kann natürlich sein. Also ich hab, ja, Quatschutsu spielt man selten mit Wasserschuriken. Das war, ja, sein eigener Move, okay. Primärer Move, aber alles weitere ist irgendwie... Okay, noch mal ganz kurz. Meine Werte sind man oben ganz schön. Angriff, Spezialangriff, ja, ist eigentlich relativ ausgeglichen. Doppelteam, Nachhieb, hohe Volltrefferquote. Ja. Was sind hier sonst noch? Fähigkeit Freundschaftsakt. Die ist neu. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ja, Quatschutsus generell jetzt in 7. Generation überhaupt noch ihre 2 Fähigkeiten haben können oder ob jetzt irgendwie die eine ersetzt wurde. Ich meine, Quatschutsu kämpfen eigentlich mit einer anderen Fähigkeiten, aber die hier kennt man vor allem aus dem XYZ-Anime. Jetzt. Besiege sein Ziel, vertieft dies die Freundschaft seinen Trainer, wodurch es die Ash-Form annimmt und sein Wasserschuriken stärker wird. Ich meine, ich finde die Ash-Form, wie die meisten von neu vermutlich auch, natürlich schon optisch geil. Und sein Wasserschuriken stärker wird. Okay, heißt nur Wasserschuriken wird stärker. Also eigentlich eher gehofft, dass vielleicht sogar der Typ anders wird. Der Dualtyp oder irgendwie gewisse Werte sich erhöhen, um vor allem wie so Ash-Form. Klar, im Anime wird es auch so genannt, aber warum den Namen? Man könnte irgendwie einen viel besseren Namen nennen. Okay, Freundschaft sagt, ja, man hat irgendwie noch geraten, wegen es könnte irgendwie eine Synchro-Entwicklung werden. Ich glaube, sogar so wird es im Anime auch irgendwie gepriesen. Statt Mega-Entwicklung eine Synchro-Entwicklung, aber ist halt doch eine Fähigkeit von Quatschutsu selbst. Originaltrainer Ash, also deswegen. Die Ash-Form. Naja. Gut, wir haben jetzt also, na, du hast Ash das Pokémon geschickt? Nein, logisch, wa? So. Keine Sorge, wir zogen jetzt hier zwar die Demo und so weiter, oder? Aber es ist natürlich im fertigen Spiel schon alles ein bisschen anders. Ich glaube, 2 einzelne Orte sind identisch, auch Gebäude und Personen natürlich, aber trotzdem natürlich die Story. Und wo alles beginnt, wie wir fortfahren und so weiter und so fort, sollte alles ziemlich anders sein. Halt ähnlich wie damals bei Oras. Da gab es auch eine Demo, die, oh, doch ein bisschen unterschiedlich war. Jo, du bist wohl nicht von hier, wa? Wir bist jedenfalls noch nicht über den Weg gelaufen. Oh. Jo, mal, wir sind das Verbrecher-Team. Ey, was willst du von uns, ey? Wenn du von woanders kommst, hast du dann vielleicht ein paar seltene Pokémon dabei, Alter. Was? Und nein, sind von Team Skull. Das ist ein ganz übler Haufen, der den Leuten ihre Pokémon stiehlt. Übler Haufen? Ey, komm mal runter, Kleiner. Wir sind bloß eine coole Gang, die sich Menschen für die Pokémon und Leute interessiert. Yo, man. Mein Bro will sagen, sei keine Dickschädel, also Pokémon überwachsen. Kapische? Nie im Leben lassen wir euch unsere Pokémon, sind doch unsere Freunde.
Echt jetzt? Na dann, wenn ich hören will, muss fühlen, ey. Yo. Alter. Sandro ist doch auch ein Pokémon dabei, oder? Lassen Sie die Sache in einem Pokémon-Kampf regeln. Null Problemo, Freunde. Team Skull. Hat dann noch relativ gute Mucke. Team Skullrüpel fordere ich raus. Yo. Team Skullrüpel setzt Mangunio ein. Es wird Zeit für Siete Generation Pokémon. Jo. Okay, neues Kampfsystem, also jemand direkt mal. Was ich hier eigentlich noch ganz geil finde, wir sehen hier auch, ob die Attacke, also L-Taus plus A. Einerseits können wir so natürlich drauf zugreifen, andererseits aber natürlich irgendwie auch gucken, ob die Attacke überhaupt... Okay, kann er jetzt gerade nicht. Ja, für ein niedriger Alter. Ja, ich dachte eigentlich, es gibt halt die Option, dass wir gucken können, ob die Attacke überhaupt effektiv wäre. Normalen Schaden machen würde, wie auch immer halt. Schon mal bei oder was? Sun gewinnt ein paar Poké-Dollar. Ah, die gibt's ja auch noch in Hawaii. No way, wir haben nicht erzählt, warum dieses Bike so krass stark ist. Bro, nicht als 2 zu 2 eine packen, sondern lieber einen Abgang machen. Aber sie doch, warte mal, werden unsere Sis, nämlich alles über auch erzählen, yo. Sis, ey, wo ist unsere Sis, ey? Solange die Pokémon an unserer Seite sind, müssen wir von niemandem Angst haben. Der Pokémon ist Quatschutsu, stimmt's? Das ist so cool. Ich sage jetzt das Pokémon Center, folgen wir einfach. Ja, es ist das von Ash. Jo Mann, wird sicher geil, wenn wir das halt auf Sonne und Mond übertragen können, wenn es soweit ist, die Vollversion. Willkommen in Holy City! Thank you very much. Ich frage mich gerade, haben wir überhaupt irgendwo eine Karte? Ja. Übrigens Leute, noch ganz kurz zu erwähnen, natürlich gibt es hier in der Demo noch ein paar Pokémon zu fangen. Wilde aus der 7. Gen. Und ich habe mir sagen lassen, gibt es gerne noch ein paar Alola-Formen von Kanto-Pokémon zu besichtigen. Ich glaube, der ein oder andere, was noch ein bisschen unbekannt ist. Generell aber, hier mal ein kleiner Hinweis noch drauf. Seid vorsichtig, wenn ihr irgendwie auf der Suche nach Videos oder Infos seid über die Demo. Weil ich weiß nicht warum Game Freak oder beziehungsweise natürlich Nintendo, also je nachdem natürlich, wer das entschieden hat, warum die das gemacht haben, aber man ist in der Lage offenbar. Ja, ihr wisst ja, es ist natürlich immer so, ich sage jetzt mal, Fans gibt, die das Gefühl haben, sie müssen Daten auslesen aus halt, ja, den Spielen. Und es gibt so ein paar sehr, sehr findige und sehr, sehr schnelle Fans, die das Gefühl hatten, sie müssen einfach mal gucken, was für Pokémon hier alles dabei sind. Und offenbar ist in der Demo ist die komplette Datenbank vorhanden mit allen Attacken, allen Informationen, allen Pokémon. Das heißt, angeblich sind bereits alle Pokémon bekannt. Lustig, war? Deswegen auch ein bisschen... Pokémon Center immer ein bisschen umgucken, ey. Deswegen auch ein bisschen, ja, hier mal... Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst wird direkt gespoilert und das ist natürlich schon schade. Quasi so, jo, unabsichtlich gespoilert worden, wollte ich gar nicht, ja, wie soll ich jetzt überhaupt noch zocken? Die Vollversion, jetzt war das schon alles. Macho! Dann hat immer Mai gesagt. Jo, kann schon ein bisschen den Spielspaß trüben. Deswegen eben mein Rat. Oder meine Warnung. Ein bisschen vorsichtig sein, du. Kann eigentlich hier rein? Kann ich. Hey, Fleckmon, wie geht's? Fleck? Fleckmon. Fleck? Da muss ein Pokémon-Markt sein. Fleck, ich will nicht dich quatschen. Oh, Fleck, ja, ist gut, ich hab genug gefleckt. Fies, kann kein Quatsch mit dir. Ein Corazon! Cora! Leider. Das sieht schon alles richtig affengeil aus. Natürlich haben sie so überlegt, okay, neue Region. Hallo, man weiß schon ein bisschen was darüber, wie es so, ja, das Ganze ein bisschen rüberkommen soll. Aber wenn man sich mal so überlegt, die Grafik ist echt Hammer. Und das vielleicht auch in künftige Remakes umnehmen könnte,
So, nächste wären eigentlich noch die von Diamant und Perl. Alter, Sinnoh-Region in dem... Da wäre schon episch. Man kann also nicht einmal zuckersüß, kann seine Korallenarme abfeuern. Echt? Sag mal. Hurra! Nö, will nicht, okay. Kann ja durch. Alpha-Wand. Oder wohl ja Alpha-Personen. Egal. Hey San! Das Pokémon Center ist hier drüben. Sind noch fett. Ja. Ganz kurz gucken. Pia von Melemele. Okay. Jo. Wir sind halt immer zu Sonne und Mond. Wir haben ja so im Prinzip sagen lassen, dass Sonne halt, glaube ich, irgendwie die ganze Zeit Tag ist und der Mond die ganze Zeit Nacht ersetzt in der Art. Naja, kann natürlich auch falsch sein. Wie gesagt, jetzt, so mit den Spoilern. Ja, zum gewissen Teil haben wir bereits spoilern lassen. Zum gewissen Teil will ich noch ein bisschen abwarten. Nach welcher Spiel ich am Schluss wirklich Let's Playen werde, ist noch nicht so ganz klar, ob Sonne oder Mond. Und ich es ähnlich mache wie bei Oras. Da habe ich ja im Prinzip Omega Rubin eigentlich Let's Played, aber halt die Cutscenes, die halt bei beiden halt unterschiedlich sind, habe ich auch in beiden Spielen gezeigt. Flöck! Waren glaube ich vor allem, ja, die bei Kyogre und toll, das ist eine Phlegmon-Plage. Diamant Perl habe ich gerade erwähnt, wa? Sinnoh. Was hatten wir dort? Die Enton-Armee. Fleck. Ja, ich darf ihn durch, wa? Momon. Ah, doch. Wie niedlich. Nö, nervig. Die blockieren meinen Weg. Die Demo ist eingeschränkt. Das ist doch doof. Naja. Jo. Ich glaube echt, das war das eine, was ich in Oras unterschiedlich gezeigt habe. Ne, es gab noch was, genau, es waren insgesamt 4 Parts, die ich da gezeigt hatte. Von Alpha Saphir halt noch, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das, abgesehen von Kyogre noch? Ich wusste nicht mehr auswendig, aber auf alle Fälle waren es einige Parts, also ja, ein paar Parts noch. Und da könnt ihr natürlich auch machen, einfach sagen, okay, ich zeige ein Spiel, vom anderen zeige ich halt noch spezielle Cutscenes, die es im anderen Spiel nicht gibt. So haben wir trotzdem noch das Base von allem gesehen. So, genug davon. Ab ins Zentrum mal ein bisschen hinmachen hier. Hey, da gibt's auch einen Markt. Halt dein Team. Oh, Schwester Joy in kurze Haare. Was zum... Ein super Trank, ist das geil. Was können die wohl als nächstes zeigen? Nicht viel, kennen sowieso das meiste. Ein Kaffee? Den Kaffeebereich bitte. Die Musik vom Pokémon Center. Da ist irgendwie die Noten ein bisschen anders. Es werden überall, ja, im ganzen Lied eigentlich, bei der ganzen Melodie irgendwie, die Noten um 1 bis 2 Oktaven höher. Also gerade auf der Suche nach dem perfekten Zutat für seine Erfrischungsgetränke. In ungefähr einem Monat sollte er wieder... Witzig, wa? In ungefähr einem Monat sollte er aber wieder hier zurück sein. Was haben wir heute? 18. Oktober, wo ich das aufnehme. Was ist in ungefähr einem Monat? Der Release von Sonne und Mond. Jo. Läuft ja. Kommt hoch hinaus. Ja, wo ich mir ja frage, wie es eigentlich hier sein wird. Fleck, Mann. So, man sieht schon, irgendwie fehlt der PC hier, um Pokémon zu lagern. Die Boxen. Na, mal gucken, wenn es soweit ist. Also ich kann noch ein bisschen miese Informationen bezüglich halt, ja, Top 4 und so weiter. Pokémon Champion werden. Was? Warenlieferung. Lass mich raten, ich komme in einem Monat, wa? Na, ungefähr, okay. Ja, gerne. Immerhin, jetzt sagt sie wirklich dein Pokémon. Es ist nur eins. Wow. Geile Animation. So, ich gehe wieder. Tschüss. Kamitali. Hey, Tali. Was ist denn da am Schlepptau, Alter? Oh, hallo, Professor Kukui. Wieso Kukui? Kukui. Was für ein selten bescheuerter Name für einen Professor.
Das ist San, unser neuer Nachbar aus der Kanto-Region. Ja, alle kommen aus Kanto. Er ist über den Ozean nach Alola gekommen. Mussten sie noch weiter Ozean sein. Allgemein Höhen, Sinnoh, ja, Ainal, Kalos, alles über den Ozean. Und Alola ist eigentlich ja noch weiter weg. Ja, schön, dich kennenzulernen, San. Mein Name ist Kukui. Kuckuck. Professor Kukuis Forschungsgebiet sind Pokémon-Attacken. Ich wollte gerade sagen, als langsam müssen doch den Professor mal die Gebiete ausgehen. Ja, im Prinzip pro Region ein Professor, sprich insgesamt bereits 7 Stück. Dem muss doch irgendwann mal das Forschungsgebiet ausgehen, geht gar nicht anders. Genau. Ich führe lauter spannende Experimente durch. Ich lasse mir zum Beispiel selbst eine Attacke treffen, um ihre Stärke zu messen. Jo. Gut, ich würde sagen, bei bestimmten Attacken würde es eher weniger empfehlen. Denkt euch mal, so ein Hyperstrahl dürfte ziemlich wehtun. Moment mal, ich habe da eine Idee. Oder auch einen Flammenwurf. Professor, du musst unbedingt Sand trainieren, der ganz schnell stark wird. Wie kommst du plötzlich auf die Idee, Tali? Wir hatten vorhin Ärger mit Team Skull, das war ganz schön gefährlich. Oh Mann. Verstehe. Ich will also auf alles vorbereitet sein, falls Team Skull mal wieder Ärger macht. Na gut, ich hätte einen Vorschlag. Wir versuchen euch nicht in einer Prüfung. Das ist eine gute Methode, stärker zu werden. Ja. Freunde, in der Alola-Region gibt es keine Arenen. Im typischen Sinne, es gibt Prüfungen. Da gab es sogar... Wie ist das schon wieder? Das genannte Inselmeister. Weil Alola logisch mehrere Inseln. Und pro Insel gibt es, glaube ich, sogar 2 Prüfungen. Ein Insel-Kleinmeister und ein Großmeister. Irgendwie so etwas in der Art. Was haltet ihr von der Idee? Was für eine Prüfung? Gute Frage. Das sind alle brauchen Alola Prüfungen zu absolvieren. Stellen eine Art Training für Trainer dar und soll dazu dienen, die Verbindung von Jungen und Mädchen des Alters zu ihren Pokémon zu stärken. Gut, bereite ich jetzt mal gründlich vor. Wenn du fertig bist, dann komm wieder zur Prüfungsstätte am Tenkara-Hügel. Hey ho! Der Herr da hinten wird den Weg zum Tenkara-Hügel zeigen. Huhu! Du, na Quatschutz, der schafft das schon, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Viel Glück, San, wenn du fertig bist, führ dich weiter rum. Okay, Mann. Ja, unser Ash Quatschutsu, was ohne Ash sich entwickeln kann. Naja. So. Gut, gehen wir mal. Hey, alter Mann. Ja, das will ich. Da bring ich gleich mal hin. Dankeschön. Das ist aber nett. Oh. Neue Pokémon? Nö. Alles klar. Jetzt hat drüben. Oh, das ist doch mal etwas Geiles. War gut, das ist ein ziemlich riesiger Felsen, aber Prinzip ist trotzdem. Komm irgendwie hoch. Ja, man sieht's hier schon, ne? Die typischen Hindernisse aus den früheren Spielen, die gibt es hier nicht mehr. Wobei, hallo? Hier da drüben ist ein riesiger Felsen im Vergleich zu früher. Naja. Du sicher weißt, kann im hohen Kreis wilde Pokémon lauern. Und du hast der Quatschutsu an deiner Seite. Du kannst also gegen wilde Pokémon catchen. Willst du ihnen aber lieber aus dem Weg gehen, dann meine ich das hohe Gras. Ich geh schon mal. Tschüss. Ja, tschüss. Das hohe Grasmann könnte hier ein bisschen schwierig werden. Natürlich das erste Feld. Coole Musik, oh, das ist... ein Pipek! 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 Es ist ein wildes Domi! Naja, halt ein neues Taubsi, war in diesem Sinne. So, kann jetzt irgendwo... Das muss aber... Vielleicht geht es ja später. Darf I klicken? Nee. Eigentlich müssen wir jetzt hier anzeigen, ob die Attacke überhaupt effektiv ist gegen Pipek. Ja, wobei natürlich weder Unlicht noch Flug oder Wassertank sind effektiv gegen einen normalen Flug-Pokémon. Also Wasserschuriken ist ja speziell mittlerweile. Macht die Attacke viel Damage mittlerweile, obwohl eigentlich nur 15, ne? Also, eben. Ist ja entwickelt Quatschutsu von dem her. Natürlich kein Pokédex. Wer bist du?
Erwarten der Pokémon von Typ Drache. Ach du Scheibenkleister. Okay. Will der vielleicht neue Drachen-Pokémon kennen? Ja, Drachen sind natürlich immer geil. Irgendwas vergessen hier? Nö. Aber ein neues Pokémon! Was wird es sein? Es ist ein Wuffels! Ein Wuffels! Jo, da will natürlich unbedingt das Team haben, Leute. Vor allem, weil Wuffels hat ja... nee, ich verrate es noch nicht, von denen, die es noch nicht wissen wollen. So, aber ich sehe auch hier noch nichts. Weil Wuffels ist, ihr werdet es gleich sehen, hat eine kleine Schwäche. Ja, man sieht es mir nicht an, aber Wuffels ist vom Typ Gestein. Und es hat geile Entwicklungen, wie wir bereits wissen. Der Geile kann kämpfen, aber kann nichts fangen. Für was? Rascheln? Kein Rascheln. Ich will surfen. Quatsch, ist der Surfer ein. Geht nicht, scheiße. Jo, und die nächste Frage. War jetzt überhaupt noch TMs und VMs geben wie bisher? Guck mal, nur TM. Gibt es eventuell gar keine VMs mehr? Weil natürlich, wenn uns etwas genervt in den frühen Editionen waren, diese nervigen VMs, ich meine, sorry. Vor allem, klar, Surf war, was eigentlich immer gebraucht, Kaskade auch ganz nett, Stärke zuweilen auch. Aber Zerschneider, Zertrümmerer, Blitz, was es sonst noch alles gab. Total nervig, hast du niemand gebraucht. Pokémon, klar, er macht ein VM4, das war's dann. Einfach nur doof. Und ich hoffe jetzt eigentlich schon, dass man halt diese VMs zu TMs gemacht hat oder aber eine andere Lösung gefunden hat. Im Sinne von einem Pokémon, man könnte es auch so machen, wa? TMs gehören zu normalen 4 Attacken pro Pokémon. Und VMs sind, du kannst entscheiden, willst du eine VM einfach lernen? Weil, denk mal, Surfer kann man immer gut gebrauchen, eine Kaskade als Beispiel. Oder im Falle von Zerschneiden sagst du einfach mal so, jo, ich bringe es bei, aber es ist eine eine VM-Attacke. Sprich, die gehört nicht zu den 4 Attacken dazu. Man kann es an einem Camp verwenden, du kannst es nur außerhalb verwenden. Wäre doch eigentlich auch geil. Wenn man irgendwie so einen Kompromiss schließen könnte. Oh, ging schon bald die Fetzen. Aha. Also Trainer sind diejenigen, die den Pokéball in der Hand werfen. Okay. So, wir haben jetzt 2 Pokémon gesehen. Pepek und Wuffels. Mal gucken. Was gibt's sonst noch hier? Noch ein Pepek. Ein wildes. Quatschutzu. Blub, blub. So. Mir kann sonst nichts. Pokémon bringt natürlich nichts. Heute bringt mir eigentlich auch nichts. Mach mal hier was. Quatschutzu. Pepek. Sieht schon episch aus, episch aus, episch aus. Gibt es noch was anderes hier als Pepek und Wuffels? Ne, ich glaube weniger. Naja. Also denke auch mal, dass natürlich die Region selbst und die Routen wird natürlich am Pferd. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Sehr effektiv, da stand es gerade. Hä? Entweder stand das jetzt bisher nicht oder ich war einfach zu blind. Wenn man ganz kurz. Ja, vor allem freuen wir uns schon sehr darauf, natürlich in der Full-Version hier alles zu erkunden, alle Pokémon herauszufinden. Also, ja, mehr oder weniger alle. Mangunio! Relativ hohes Level, ja? Ja. Nee, ich glaube, das stand schon immer da, aber. Ja, jetzt halt. Ja, aber das ist mit sehr effektiv. Ich bin ja nicht so bescheuert, das mit sehr effektiv. Ich meine, das war so richtig gelblich. Gerade vorhin im Kampf gegen Wuffels hätte doch irgendwie merken müssen. Naja, hier sieht man zumindest effektiv, effektiv, effektiv. Wäre es vermutlich irgendwie ein Geistertag, wo vermutlich irgendwie etwas stimmt von nicht effektiv oder. Nee, Moment, trifft gar nicht normal Pokémon. Keine Ahnung. Trifft nicht oder wirkungslos und so in der Art. Naja, Attacken zeigen. Nachthieb! Ja, dieser Tag ein neues Sprites.
Also, neue Animation natürlich. So, Typi. Hey du hast einen Pokémon dabei, oder? Dann lass uns fighten. Ja, aber sowas von. Komm her, Kleiner. Yeah! Knirps Mitch, fordert dich raus. Mitch, Knirps. Okay. Wuffels! Wuffels! Quatschutsu. Na dann. Jetzt sind wir ganz gut. Hier Aeroas, nicht sehr effektiv. Nachtieb effektiv. Wasserschuriken sehr effektiv. Das ist nach vorhin noch nicht da. Ist auch egal. Und das zweite Mal. Das haben wir Wuffels. Mann, wir sind eben nur ein Pokémon. Wir sollen da, naja, Quatschutsus Fähigkeit aktivieren. Geht doch gar nicht. Egal. So. Dann gehen wir rein in die Höhle zur Prüfungsstätte. Das ist eine gute Frage. Was gibt es überhaupt? Also, denk mal die Stadt selber von vorhin schon, aber gibt es auch diesen Ort hier? Wird ja einfach in der Vollversion ein bisschen anders aussehen. Ach, wir sehen ja, wenn er noch soweit ist. In knapp einem Monat, wie man vorhin gehört hat. Tenkarat-Hügel. Oder ja, Höhle. Och nö. Ein Pikachu. Hey San, da bist du ja endlich. Dann will ich dir mal erklären, was mit der Prüfungsstätte so auf sich hat. 4 Pokémon in Arteminiras und Mediras angehören, lauen im Inneren des Tenkarat-Hügels. Das müssen doch, glaube ich, die Drachen sein. Der Prüfung zu bestehen muss von jedem Einzelnen ein Foto schießen. Hier für dich, das ist ein Pokémon-Sucher. Den brauchst du, um Fotos. Okay. Ja, Pokémon Snap lässt grüßen. Da ist drin. Na, egal. Dann stell ein Pokémon so, mach ein Foto. Mhm. Ein Pikachu ist ziemlich stark. Der steht mit Quatschutsu in nichts nach und er wird bei deiner Prüfung bestimmt eine große Hilfe sein. Wow. Will ich das? Komm mit, Pikachu. Hier verstecken. Okay, ein Miniras. Mhm. Wow, wie billig. Die Prüfung beginnt. Oh nein, ich muss die Prüfung ablegen. Warum so aktivieren? Gerne. So, ein Foto schießen. Wo bist du denn? Ich habe eins. Zum Angriff über. Oh, das ist nicht schön. Ein Miniras wild erscheint. Der gut, natürlich die Herzhammer vom Kopf ist ein bisschen übertrieben. Aber generell, kann man natürlich sagen, ein Drache ist natürlich immer nett. Jetzt steht er nicht da. Ach so, logisch. Das kann man natürlich nur dann, wenn ich bereits ein Pokémon besiegt habe. Also versteht ihr zum Beispiel zum ersten Mal treffe ich jetzt auf Miniras, okay. Da weiß ja, wenn ich das Pokémon noch nicht kenne, weiß ich ja eigentlich nicht, dass es effektiv die Attacke. Wenn ich jetzt Wasserschurken einsetze, steht vielleicht direkt danach nicht effektiv. Weil Wasser gegen Drache, logischerweise. Nummer 3. So, und jetzt steht's da. Nö. Also heißt, ich muss. Aha, vielleicht ein Pokédex wird abgespeichert, war? Also vor allem dann in der Vollversion. Ist eigentlich eine. Ja, eine gute Idee. Wenn ich ein Pokémon besiege, dann weiß natürlich logischerweise nach, ist eine Attacke, die ich habe, effektiv oder noch nicht. Wenn ich noch nicht besiegt habe, zum ersten Mal sehe, kann ich dann gar nicht wissen. Jo, hat ein bisschen was von Logik. Aber hey. Quatschutsu erhält ein paar Erfahrungspunkte, Punkte. Wenn es fotografiert wird, danke, dass du mir das sagst. Ja, toll. Quatschutsu, Wasser-Pokémon, Wasserattacken wirken nicht unbedingt gut gegen Drachen. Elektroattacken auch nicht. In diesem Sinne, super.
Wow. Also wohl zur Prüfung, man wird ja überall durchgelotst. Und das ist ein bisschen schade. Ja, natürlich, was soll man sonst machen? Naja, jetzt ein bisschen eigentlich ein Rothund-Echsen mehr sein sollst. Schon wieder? Oh Mann, das gibt's doch einfach nicht. So. Natürlich kann ich auch auf Pikachu wechseln, aber ich will jetzt doch erst einmal Quachuchos spezielle vorzeigen, zu gucken, was kann der Teil überhaupt. So, jetzt weiß ich halt, nicht sehr effektiv, normal effektiv, effektiv. Also scheint in Theorie zu stimmen, war nachdem ich ihn zum ersten Mal besiegt habe im Pokémon. Weiß ich, ob ein Attack effektiv ist oder eben nicht effektiv. Das ist doch mal geil, Mann. Ja, 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 ja. Das ist gerade ein ziemlich lautes Gebrüll. Ich habe Angst. Ja. Das ist eine höhere Ebene. Das ist ein ziemlich fettes Loch. Jo, gerne. Ab dich! Oh. Das war aber nicht so wie geplant. Oh, das wird wohl die erste Entwicklungsstufe sein. Quatschutsu. Oh, das hat natürlich fette Erfahrungspunkte. Ah, ja gut, es könnte auch ein Dualtyp haben, dann wäre es vielleicht wieder effektiv auszurücken, aber egal. Stimmt, wa? Kann irgendwie Drache irgendwas sein? Nicht sehr effektiv. Oh. Warte mal, stimmt. Du bist doch... Bist du etwa... Es ist Drachenkampf, Freunde! Geht gar nicht anders. Du. 3 Pokémon. Die letzte Entwicklungsform? Da klang gerade so übel. Erstmal gucken, wa? Okay, episch. Dann gehen wir mal raus. Kuckuck! Hä? Hast du was gehört? Ich kann man nicht hoch, weil ich kann nicht springen. Ja, aktivieren. Aber wo soll der sein? Hä? Ja, toll. Ah, mein Gyrosensor hat also verstellt. Scheiße. So, schon besser. Naja, seitdem geht noch ein Zoomer. Das ist natürlich episch. Alter, was willst du, Mann? Midiras Herrscher. Ein Herrscher-Pokémon? Der cheatet. Kumpel, du cheat. Alter Schwede. So, du bist sowieso gerade down. No Cheats gegen mich. Ups. Wieso kann ein Drache-Kampf-Pokémon eine Stahlattacke? Oh nö. Das muss ja kommen. Jo, Freunde, Herrscher-Pokémon. Die können Gefährten... Ein Gefährt willst du verarschen, Alter. Sorry, du bist down. Ja, mit den Erfahrungspunkten. Ja, Mann, es ist erfüllt von der Macht der Freundschaft. Quatschutsu, Mega-Entwicklung zu... Ja, Mann, echt Jutsu. Ja, Mann, sieht noch viel cooler aus, wa? Du.
Doch, war? Angriff, Spezialangriff und Initiative grandios in Höhe geschossen. Die sind sicher gerade um die 30 Stufen gestiegen. Okay, Freunde, ich glaube, Ash Quatschutz wird ein neues Pokémon bei uns im Let's Play werden. Weil ganz ehrlich, ich kenne mittlerweile die Entwicklungsformen vom Wasserstern, die sehen für mich persönlich ein bisschen scheiße aus. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Schon im Kampf, ja, ich weiß, wenn wir den Bericht gucken. Merken wir uns, 235, 141, 137. Alter, was für Werte. So, Pikachu, was kannst du überhaupt? Donnerblitz, Slam, Heuler, Eisenschweif. Ja, schick dich mal rein. Jaula, Mann. Na gut, dann würde man sagen, okay, hier steht's auch schon. Ey, krass, ich muss ein Pokémon einfach nur einmal besiegen, egal mit welchem Typ ich da angreife. Und das Spiel weiß nachher sofort, okay, gegen das Pokémon ist das und das effektiv und das nicht. Ja, wie gesagt, es gibt eigentlich durchaus Sinn. Irgendwie halt unrealistisch, wenn wir gar keinen Pokédex haben, aber okay. Pikachu, ey. Dass doch immer eine extra Wurst haben muss. Du besiegst Miniras, den Herrscher dieser Insel. Ja. Wie gesagt, sind zwar keine Arenen, aber hat trotzdem irgendwie einen Charme für sich. Also, ja, gibt natürlich auch gerne mal eine Chance. Du hast tatsächlich das Herrscher-Pokémon besiegt, San. Du bist echt eine Wucht. Wie es aussieht, hast du auch von allen 4 Pokémon einen Schnappschuss gemacht, wa? Einschluss des Herrschers. Sehr schön. Das heißt, du hast die Prüfung bestanden, San. Herzlichen Glückwunsch. Das Lohne bekommst du diesen Z-Ring von mir. Ah, da hat er schon Note 1. Ja, Z-Ring. Ja, man fragt natürlich schon, Moment mal, Z-Ring? Wir haben Ash Quatschutsu, ja, Sygat, Pokémon aus XY. Das hat ja auch noch seine besonderen Formen aus dem Anime. Warum kein Pokémon Z? Ja. Das ist allerdings eine gute Frage. Vielleicht kommt es sogar noch, könnte ja auch sein. Ich habe aber noch ein Geschenk für dich. Hier, das sogenannte Z-Kristall. Ja. Du hast ein Z-Kristall des Typs Elektro, auch Voltium-Z genannt, erhalten. Es ist im Prinzip das Ähnliche mit Megasteinen. Die Megasteine gibt es zwar hier auch und man kann, glaube ich, mit dem. Erzählt vielleicht gleich noch alles. Wenn du ein Z-Ring und ein Z-Kristall hast, kann dein Pokémon besondere Attacken einsetzen, nicht entwickeln. Nö, das war eine Mega-Entwicklung, aber hier können sie besondere Attacken einsetzen. Die sogenannten Z-Attacken. Sun. War ein Z-Ring, dann hast du die Prüfung bestanden. Glückwunsch, ich habe gleich noch eine Prüfung für dich. Schau mal da hinten. Oh. Die Skuller schon wieder. Nein, ich hatte total vergessen, dass ich dir meinen Supertrank gegeben hatte. Dann blieb mir nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen, hier zu fliehen. Hehe. Oh. Jo, süß, da bist du endlich. Alter, hat die eine fette Schminke im Face. Ich bin Fran, Vorstand von Team Skull. Ich grinse ab so blöd. Und du musst Sun sein. So siehst du also aus, ja? Du wirkst wie jemand, der weiß, was er tut. Mir scheißegal, Mann. Was? Es ist, du kannst jetzt nicht einfach abbauen, was ist denn das für so eine Rache, ey? Jo, und ich sehe echt alt aus, also bitte nicht engen, Sissi. Sissi. Wie ihr wollt. Rache ist süß und Teil meines Jobs. Sand und keine Angst. Das Pikachu, das ich gesehen habe, kann die Z-Kraft nutzen. Ja. Wie gesagt, keine Mega-Entwicklung, aber halt. Ja, Z-Kristall. Ja, in diesem Sinne das Gleiche und das Pokémon halt tragen. Es hat ein Item zum Tragen und dann kann es halt eine Z-Attacke. Glaube ich auch einmal im Kampf verwenden und glaube sogar auch nur ein Pokémon pro Kampf. Also eine Sattelandung von Pikachu Z-Kraft. Ja, mal gucken, wa? Jo, Sys Attack! Armselige Z-Kraft reicht nie im Leben, um ein Pokémon zu plätten. Wie fies die grinsen kann.
Skullverstand, Fran, fand ich heraus. Oder Fran. Francis? Franziska? Oh, wir sind nur ein Pokémon, kann gar nicht Quatschutsu einsetzen. Wie miese. Ich dachte mir so, jetzt könnte man Quatschutsus Attacke einsetzen und so weiter und so fort. Jo, Kampf. Z-Kraft, Freunde. Ja, es ist, wie soll man sagen, es gibt da bestimmte Pokémon in bestimmten Z-Kräften, andere wiederum nicht, zum Beispiel Entwicklungen davon. Wobei ich natürlich schon sagen muss, wer setzt schon ein Pikachu ein? In der Story ja, aber gegen andere Trainer? Oder ja weniger. Gigavolt, Funkensalbe. Was kann die? Stärke 105, ist mir klar. Attacke. Ja, leg mal los. Armes Golbat. Ich weiß echt nicht, was ich von diesen Z-Attacken halten soll. Einerseits die Pose, wie man die einsetzt, sieht total bekloppt aus. Andererseits sind die Attacken so verdammt mächtig und es wirkt für mich eher wie eine Art Minispiel. Als ob es da besser passt und nicht in den richtigen Kampf drin. Naja, wir haben gewonnen, das ist natürlich die Hauptsache. Ist leicht davon, nur damit du es weißt. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen, knapp einen Monat. Jetzt hör mal gut zu, du Knalltüte. Du kannst ja vom Glück reden, dass unsere Sis Mitleid mit dir hat, weil du gerade erst nach Alola gezogen bist. So ist ja halt unsere Sis. Ja, Mann. Hey Sis, nicht so schnell. Das wird sonst zu grell. Das wäre echt eine astreine Vorstellung. Und natürlich auch dir vielen Dank, dass du San geholfen hast, Pikachu. Ja, natürlich, Mann. Pikachu kehrt zu Professor Kukui zurück. Oh, nö. Das ist echt total drauf, San. San aus dir wird mal ein ganz großer Trainer. Wenn du Pokémon ihre Kräfte entlockst und die fantastischen Attacken du einsetzt. Einfach sagenhaft. Ich will auch ein ganz großer Trainer werden. Dann solltet ihr euch bei der Inselwanderschaft am besten mit ins Zeug legen. Hey San, jetzt die Prüfung, die du hast, kann ich dir den Malasada-Laden zeigen. Malasada. Also seine Rechnung. Wow, Klassen sollen wir auch Sans Mutter mitnehmen. Yeah, hat alle Malasadas in dem Laden verputzen bis auf den letzten Krümel. Was ist Malasadas? Was ist hier los? Wurde gesaved. Ja, endlich mal. Einfach nur ein geiler Trailer. Mehr Abenteuer warten dich in der Vollversion. Yes, bin ich auch richtig voll. Endlich November 2016. Was ja im Prinzip schon bald ist, knapp einen Monat, nicht wahr? Ja, Freunde, Pokémon Sonne und Mond. Entweder wird es einfach nur ein episches Abenteuer, vielleicht das Geilste überhaupt seit den Handheld-Teilen. Oder aber es wird doch vielleicht eine Enttäuschung. Wegen Alola-Formen, zu wenig Pokémon, die Z-Attacken, eine Story, die nicht überzeugt, oder eben vielleicht auch, weil es keine richtigen Arenen gibt, und diese Insel-Herausforderungen etc. etc. Naja, wie dem auch sei. Können wir sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen hier bei der Spezial-Demo-Version von Pokémon Sonne und Mond. Wir sehen uns knapp einen Monat dann beim richtigen Let's Play. Wie gesagt, entweder Sonne oder Mond. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben, was ihr gerne lieber hättet bei mir. Aber es wird eine Starterwahl halt, ob es halt, kann man überlegen, Bautz ist ja die Pflanze Flugeule. Ja. Flammiau müsste die Feuerkatze sein. Und Robball die Wasserrobbe, wa? Das sind die 3 Starter.
Könnt ihr auch gerne schreiben, wen ich da oder wen ihr lieber sehen wollt, dass ich da nehme. Ich persönlich wäre eigentlich eher für... Ja, mir ist eigentlich egal, ich bin eigentlich eher dann doch schon für die Eule. Entweder oder für die Feuerkatze. Weil die Robbe... Einerseits haben wir jetzt hier Age Quatsch, so dass ich dann übertragen kann von der Demo-Version aufs richtige Spiel, was ich natürlich auch machen werde, auch fürs Let's Play natürlich. Andererseits, Wasser, kommt doch auf später einen Typus drauf an. Angeblich soll es eine Endform Wasservieh sein, aber noch nicht bestätigt. Und zum anderen, ja, es sieht dann schon ein bisschen, ja, auch ein bisschen seltsam aus. Ein Wasser-Pokémon gibt sowieso immer einen Hülle und Fülle, vor allem hier in der Alola-Region. Hallo, muss ja überall vom Wasser-Pokémon wimmeln. Daher wäre ich persönlich eher für die Eule oder die Katze. Aber die Eulen nehmen, glaube ich, sogar alle, weil ja, Pflanze Flugo gibt es ja schon mal, so ein Starter. Daher, also mein Vorschlag mal so gesagt, wäre eigentlich Pokémon Sonne mit Flammiau, weil Sonne, klar, heiß, oder? Flammiau, Feuer-Pokémon, passt ja auch. Die Entwicklungen von Flammiau sind auch episch. Alle beide, wobei es fehlt noch der Dualtyp, falls es überhaupt einen gibt. Mal gucken. Aber natürlich wäre auch Pokémon eine Variante. Wie gesagt, könnt ihr gerne entscheiden, aber auch wenn es irgendwie dann keine richtige Entscheidung geben sollte, es macht nichts, weil, wie bereits erwähnt, auch wenn ich das eine Spiel zocke, ich werde trotzdem die jeweiligen besonderen Cutscenes aus einem anderen Spiel noch zeigen, wie damals bei Uras. Und daher würde ich mal sagen, auf geht's zur 7. Generation der Pokémon. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis in knapp einem Monat, war? Bis zu Pokémon Sonne oder und Mond, je nachdem. Bis dahin, ciao zusammen!